schöne neue Arbeitswelt, Flexibilität für wenig Geld. Kündigungsschutz ist längst passé, die Regulierung heißt die Leitidee. Oh la 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 la, schöne neue Leiharbeit. Ich bin ganz klar, bin vogelfrei, meine Arbeit gehört mir, sie nur verleiht. Ich lebe im Heute, nicht im Morgen schon, die schöne neue Freiheit ist nur mehr mein Lohn. Oh, la 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 la, schöne neue Leiharbeit, Bombido, dieser la 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 la, schöne neue Leiharbeit. Global Players erfreuen die Welt durch munter vagabundierendes Geld. Steueroasen leben davon, Steuerhinterziehung gehört zum guten Ton. Oh la 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 la, schöne neue Leiharbeit. Sorgen hab ich nicht, hab nichts zu verlieren, muss nicht ständig auf mein Konto stieren. Ich pfeife auf Reichtum, leb im Prekariat, neoliberale Lebensart. Oh la 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 la, schöne neue Leiharbeit, Poppito, dieser la la la, die schöne Papotut ist da Babolei. Arbeit, oh, Baton ist da, wo auf die Bühne sitzen darf, ist Dieter Landkohle von der CDA in Essen, Dieter Hilse von der SPD in Essen, die Bundestagsabgeordnete Ulla Löster von der Partei Die Linke, der Gerd Schimpfe von der SPD, Arbeitsgemeinschaft Selbstständige, der Phil Genscher von der Jungen CDA und der Kollege Adler von ATTAC. Und die Frau Rösner von der Interessengemeinschaft Zeitarbeit IGZ vom Arbeitgeberverband. Sie darf ich jetzt erstmal von der AGE gezahlt wird über die Wegebauförderung. Und ich hatte vorher einen Stundenlohn von 12,14 €. Vor 3 Wochen habe ich eine Änderungskündigung erhalten. Da bot man mir an 8,69 € oder die Kündigung wurde wirksam. Habe ich natürlich eine Kündigungsschutzklage gegen erhoben. Dann muss ich noch dazu sagen, für eine Kampagne, um dort gegenzusteuern. Ja, also erstmal schönen Dank, dass er mich eingeladen hat. Du hast gerade 3600 Leiharbeitsverhältnisse genannt, die eine Aufstockung bekommen durch die örtliche Arbeitsgemeinschaft. Ich glaube, das muss man nochmal so deutlich sagen. Das sind Menschen hier in dieser Stadt, die arbeiten gehen, also nicht arbeitslos sind und dennoch zur örtlichen Arbeitsgemeinschaft gehen müssen, ergänzende Grundsicherungsleistung beanspruchen. So, die Zahl 3600 war Anfang April. Ich habe heute Morgen extra nochmal im Vorfeld auf diese Veranstaltung bei der Geschäftsführung die aktuelle Zahl hier besorgt. Die aktuelle Zahl sind 3.848 mit Stand Ende Juli. Das heißt, wir haben innerhalb von einem 3-Monats-Zeitraum haben wir eine Erhöhung von 250 Menschen. So, wenn wir jetzt die 3.600% sehen, haben wir innerhalb von 3 Monaten roundabout 8-9% Steigerung von Menschen, die wegen ihrer normalen Arbeitsentgelte zur Arbeitslosigkeit zur angehörigen Tarifvertrag mit Bedingungen arbeiten eingestellt werden müssen. Also wenn Tarifverträge gelten in einem Betrieb, müssen die für alle Arbeitnehmer in... Ja, aber da haben wir doch ein Problem. Wir haben ja Tarifverträge mit 4,60 € und 4,80 €. Der eine Punkt, da wo Tarifverträge abgeschlossen worden sind, zu vernünftigen Bedingungen, müssen die für alle Arbeitnehmer im Unternehmen gelten. Daneben muss klar sein, auch in der Leiharbeitszeitbranche selbst müssen wir zu einem Mindestlohn kommen. Und darüber hinaus muss sichergestellt werden, da wird auch noch jemand anderes sicherlich was zu sagen, dass wir in der Tat zu menschenwürdigen Löhnen arbeiten, dass jemand, der 38,5 oder 40 Stunden in der Woche arbeitet, der muss sich und seine Familie damit ernähren können. Alles andere.